Schier, aber noch keiner da. Hast du gerade ein Foto gemacht? Ja, sicher. Oh. Ja, Jetzt ein Pullebier. Ja, stimmt. warte, bis ein paar Leute da sind, oder? Ja, können wir jetzt schon mal sagen. Eine Sekunde. Ja, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie ihr seht, ist ein bisschen was in Gange. Morgen ist die Gewerbeschau in Wettringen. Sag mal, ey, Sonntag. Ja, stimmt. Sonntag. Also nicht, dass ihr das jetzt morgen guckt und dann denkt ihr, es ist Am Montag. 16. 16.04. ist in Wettringen. Guckt einfach im Internet. Da wisst ihr genau die Daten oder wo ihr hinkommen müsst, ab wann. Also eigentlich geht es ab 11 Uhr los, ich glaube bis 18 Uhr. Wollte gerade sagen, müsst ihr eben online am besten gucken oder bei Instagram. Da seht ihr, wo ihr uns antrefft. Ich denke mal, dass wir morgen auch noch mal eben einen Standort oder irgendwie so machen auf Instagram, damit ihr Bescheid wisst, wo ihr hinkommen müsst. Ja, auf jeden Fall, wir sind den ganzen Tag da. Wer Lust hat, kann vorbeikommen. Wir geben ein paar Autogramme, ein bisschen schnacken. Ja, ansonsten gucken wir mal. Ne? Was gibt's denn da alle? Ja, mal warte, auf die guck Gewerbeschau. direkt hinter dir. Dann auf die Gewerbeschau. Also was wir erstmal mitbringen, ist unseren Doppelgolf. Kennt ihr eigentlich schon, aber wenn man live sehen möchte, wir stellen ihn dahin. Könnt ihr alle angucken, ein paar Bilder machen, wie ihr lustig seid. Dann Muss man eben hier um deinen Hund drumherum. ja, musst du halt eben Unagi an der Seite. Kommt das schiere Gespann mit. Einmal mein Trecker und unser Panzer. Ja, war auf jeden Fall wild, den heute aufzuladen. Hätten wir gerne ein Video von gemacht, aber hat zeitlich leider nicht gepasst. Das Ungetüm läuft ja gerade nicht, dank der Getriebepumpe. Deswegen mussten wir mit dem Bagger drauf schieben und ja, so 12 Tonnen da drauf schieben, was einfach nicht hochgehen möchte, ist nicht so cool. Hat alles schön hochgeschoben und oh, das sah nicht so gut aus. War auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Haben wir den schön verspannt. Oh, ist ja sogar fest, wa? Mit dicke, fette Zugketten. Richtig schön Feuer drauf gemacht, einmal angebremst. Da waren die vorne und hinten wieder locker. Wieder angezogen, nochmal angebremst. Da waren die wieder locker, nochmal angezogen. Jetzt geht's, weil ich denke mal, oder das ist eigentlich so, die Rollen hier, die sind ja alle, ist ja ein Drehstab, oder die sind ja gefedert so gesehen. Aber wie man jetzt sieht, ist die Kette jetzt hier nicht mehr ganz stramm, aber die liegt ja hier schon ein bisschen auf. Wenn der runter ist, also wenn der hier nicht drauf steht oder wenn man ihn jetzt wahrscheinlich entspannen würde, dann ist die Kette, die liegt hier noch nicht auf. Aber der ist jetzt komplett in sich eingefedert. Ja, kann man halt leider nicht anders machen. Muss man halt ein bisschen nachspannen und so. Auf jeden Fall ist es jetzt fest drauf. Wir stellen das ganze Ding da morgen so in eins Schafft der hin. Trecker das überhaupt? Oh ja, der dreht ihn dreimal auf links. Hat einer geschrien. Soll nicht rumheulen. Das sehen wir dann. Morgen. Dann, ob er morgen Morgen. steht. Nein. Das ist auf jeden Fall ein schieres Gespann. Jo. Ich glaube, das sieht man nicht jeden Tag da auf deutschen Straßen. So ein schieren Deutsch. Also wenn die Polizei So ein zuguckt. Panzer. Ja, wollte gerade sagen. Einfach nur einen Daumen hoch machen, nicht anhalten. Obwohl eigentlich müsste alles offiziell sein. Weiß ich nicht. Ja. Aber ordentliche Zugketten. Ich wüsste jetzt nicht, wahrscheinlich wieder irgendwelche Anti-Rutschmatten oder so, aber steht auf Holz. Fragen noch ganz viele, wo das nochmal ist. Wettringen, oder ja doch, Wettringen im Kreis Steinfurt, im Industriegebiet. Am besten online nachgucken auf Instagram, da seht ihr es auf jeden Oder Fall. am Gewerbeschau Wettringen bei Google. besten. Ja, oder einfach Gewerbeschau Wettringen bei Google eingeben, dann werdet ihr es eigentlich direkt sehen. Morgen 11 Uhr. Da sollte morgen Nicht heute was Abend. los sein, ja. Morgen, 16.04., Sonntag, da geht's los. Einfach googeln, dann habt ihr die besten News. Willst du noch was zum Trecker sagen? Viel, ne? Weiß ich nicht. Ja, letzte Musst du Woche wissen. noch ein bisschen am Zapfwellenleistungsstand gewesen. Oder Zapfwellenprüfstand. Ein bisschen dran rumgedreht. Schraube so benutzt aus. Ja, habe ich da so ein. Jetzt kommt da ein bisschen mehr oben raus, aber hat natürlich nicht mehr Leistung. Können wir morgen mal eine Story machen, wenn wir losfahren. Jo, das stimmt. Schier. Ist der über 4 Meter? Fragt einer. Nee, extra nachgemessen. 3,80 Meter. Oh. Oben Auspuffrohr. Top. Hier oben. Hier ist genau 2 Meter. Und dann nochmal bis zum Auspuffrohr haben wir nochmal 1,80. Also 3,80.
Kann nichts viel mehr passieren. darf das auch nicht werden. Naja. Obwohl den Auspuff haben wir eh noch vor, wieder umzubauen. Der ist ja jetzt nach oben hin raus, aber der spuckt. Ich sag mal, ein bisschen unverbrannten Kraftstoff und ein bisschen Ruß und ein bisschen was kommt da mal raus und dann ist so nicht so cool. Und wegen Regen und wegen der Höhe, weil wir den gerne unter Dach stellen wollen. Und überall, wo wir den hinstellen können, kommt er nicht mehr drunter von der Höhe. Deswegen wollen wir den Auspuff nochmal um 90 Grad wieder drehen und dann soll der hier rauskommen, irgendwo hier enden. Dass wir den schön zur Seite rausfeuern, dann ist der ein bisschen tiefer und ein bisschen alles kompakter. Ja, können wir nächstes gespannt zeigen. Jo. Ja, Auch schier. das ist direkt das nächste schiere Gespann. Ja, einmal unser Pickup, unseren Ford. Ja, wir haben eigentlich vor, das ganze Ding da einfach so hinzustellen, weil unser Pickup, wer den sehen möchte, kann sich den angucken. Und halt unsere Badewanne, die ja leider gerade... Einer fragt gerade mal eben, der hat 2 Euro gespendet, ob die Scheibe noch im Baum hängt. Nee, liegt nicht mehr drin. Aber nee, die ist nach einer Woche oder so rausgefallen. Aber hängt zum Glück nicht mehr drin. Und was wiegt der Gespann da? Weißt du was? Ja, Ja. ich würde sagen, der Panzer, ich glaube 12 oder 13 Tonnen wiegt der, ne? Oh. Ich glaube 13 Tonnen, ne? Dann nochmal der Tieflader, ich glaube der hat auch nochmal seine 6 Tonnen. Ich glaube auch Ich glaube 6. schon 6 Tonnen, also haben wir da schon mal 19 Tonnen. Mein Trecker, ich weiß nicht, mit Gewicht und dies und das und von der Konsole. Lass ihn seine 4,5 Tonnen haben, 5 Tonnen, na, weiß ich nicht, was seine Reifen. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ja, fast 25 Tonnen, denke ich mal. Ein bisschen weniger. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen Schrott, was wir durch die Gegend fahren. Naja, muss man auf jeden Fall nicht jeden Tag aufladen, so ein Ding. Da gibt es einfachere Sachen zum Aufladen. Da ist so ein Auto ein bisschen schöner. Weil selbst der Bagger will nicht aus jeder Position hinwegdrücken und wegschieben. Da muss man sich mal passend vorstellen. Ist nicht ganz so cool. Und abladen, runter geht immer, oder? Ich wollte gerade sagen, abladen habe ich eigentlich alles losmachen, Platz schaffen und einfach anschubsen und rollen lassen. Und hoffen, dass einfach nichts schief geht. Aber eigentlich, was soll passieren? Ja. Der rollt runter und fertig. Ja. Auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen cooler, wenn das Ding irgendwann mal richtig läuft. Ich glaube, dann ist es ein bisschen entspannter aufzuladen, hoffe ich. Naja, ja. Nächstes Gespann, oder hast du wieder irgendwelche Fragen? Nö. Noch nicht? Kann Stefan mich grüßen? Moin, moin. Moin. Ja, nächstes Gespann. Ja, unseren Pickup, habe ich ja gerade schon gesagt. Und unsere Badewanne, wo ja immer noch das leidige Thema ist mit der Antriebswelle. Ja, ihr seht jetzt das Konstrukt der Antriebswelle. Andere Seite, oder leider geht es leider immer kaputt, weil ein bisschen Geometrie und so missachtet. Hm. Und der Motor will leider auch nicht mehr so wirklich. Wir haben heute noch mal ein halbes Stündchen versucht, den wieder ans Leben zu bekommen. Hat leider nicht geklappt. Hier und da ein paar Mäusenester, aber versucht mit allem, was ging. Auch mit Bremsenreiniger. Eine Menge Bremsenreiniger. Hast morgen auch was mit? Nee, besser nicht. Da kommen Kinder. Ja, auf jeden Fall, der will einfach nicht mehr. Da ist ja auch die Überlegung, wir haben jetzt gerade noch einen A4 1.8er T und einen 1.9er TDI. Wir sind am Überlegen, was hier reinkommt. Aber ich hatte gedacht, den Achsschemel so gesehen, mit Motorträger alles in eins zu übernehmen, damit wir quasi mit den ganzen Antriebswellen und alles auf der sicheren Seite sind. Und ich glaube, so 150 bis 200 PS reicht in der Kiste. Ist so schon nicht schlecht. Ja. Hat auf jeden Fall heute mal ein bisschen wieder sauber gemacht. Der Seite hat ein kleines Malheur. Hier war vorher die Antriebswelle, hatten wir raus. Jetzt ist das Stück wieder drin, weil die war ja kaputt. Wir wollten den hier draufstellen, haben ein bisschen rumgerückelt und auf einmal lag das Rad da. Ist leider abgefallen, weil die Lager, die werden durch die Antriebswelle zusammengehalten. Hat leider nicht funktioniert oder hatten wir leider nicht. Auf jeden Fall ist es auseinandergefallen, mussten wir wieder dran und das Lager ist eigentlich auseinandergebrochen, aber hält, würde ich sagen. Ja, sonst mehr
mehr stellen wir nicht hin. War halt so schon den ganzen Tag dabei, alles zusammen zu suchen und fertig zu kriegen, so gesehen. Aber ich denke mal, gibt wohl ein bisschen was zu sehen. Wir sind ja auch da. Ja. Was gibt's da noch? Ja, generell ist ja Gewerbeschau. Also alle gewerbetreibenden Firmen bei uns in Wettringen, die machen morgen Ausstellungen. Ich meine 80 Betriebe oder 80 Aussteller so gesehen. Also ich glaube, ihr könnt überall rumgehen. Baggerfahren geht, glaube ich. Ja, Ne? Baggerfahren, Quadfahren, Hubschrauber fliegen. ich weiß gar nicht. Da gibt es 1000 Sachen. Für die Bauern unter euch, Greving hat er auch richtig aufgefahren. Also da gibt es auf jeden Fall ein bisschen John Deere zu sehen. Elo Mugli ist auch da, wer es kennt. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ansonsten gibt es auch noch gut was zu sehen. Also sehenswert ist es. Alle paar hundert Meter ist auf jeden Fall eine Fressbude und eine Saufbude. Wenn ihr mehr vorhabt, klappt auf jeden Fall morgen. Ich glaube, verdursten wird man dann nicht. Sieht auf jeden Fall jetzt schon mal nicht schlecht aus. Haben sich alle ins Zeug gelegt, würde ich sagen. Wird der Panzer abgeladen? Nee. Ich habe den heute aufgeladen und das war leider so viel Arbeit und hin und her. Das Problem ist, wir müssen morgen Abend da alles ganz schnell, oder was heißt schnell, wir müssen alles wieder wegräumen, damit, oder wir haben leider Montag, muss ich wieder weg und alle sind nicht da. Deswegen, wir wollen den ganzen Kram da weghaben. Da haben wir keine Lust, da bis mitten in der Nacht alles wieder aufzuladen und so. Deswegen lassen wir den einfach oben drauf stehen. Ja, kann man sich ja trotzdem gut angucken. Deswegen, damit wir da nicht so einen Aufwand mit haben. Top. Ja. Sag nochmal, wo ist das und wann? Ja. Nochmal Gewerbeschau in Wettringen. Morgen 16.04. auf den Sonntag. Schaut einfach bei Google vorbei, Gewerbeschau Wettringen. Dann werdet ihr wahrscheinlich alle Informationen finden, die ihr braucht. Den Standort, der sollte da eigentlich beistehen oder so eine Übersicht. Aber wir werden morgen nochmal eben den Standort posten bei Instagram, damit ihr Bescheid wisst, wo ihr genau hin müsst. Auf jeden Fall, wir sind da. Kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. Ja, ein Bierchen trinken vielleicht, wenn wir dürfen. Naja, läuft. Top. Ja, dann haben Ja. wir's, ne? Ja. Oder haben wir noch irgendwelche Fragen? Nö, Abendessen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Komm, einmal noch das schiere Gespann. Das meinst du, ne? Was? Ja, den hier. Oh, Junge! Ja, also ich glaube, auf deutschen Straßen sieht man sowas jetzt nicht jeden Tag, würde ich mal so behaupten. Ja. Habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Noch nie 18:06 Uhr gesehen auf deutschen Straßen. Hallo? Ja, ich würde sagen, das ist schon Schier. ordentlich. Hat auf jeden Fall nicht jeder. Braucht man auch nicht. Da hat der Manu sagt, ist rechts mit dem Panzer. Ist wie, ne? Sieht gut aus, kannst du nichts mit anfangen. Ja. Darf der Deutsche überhaupt ziehen? Also ich habe letztens noch meinen LKW-Führerschein gemacht. Ich sag jetzt mal nichts. Ich kann nur schlecht rechnen. Also ja. Ja. Ja, top. Ja. Dann sehen wir uns morgen, wa? Ist so. Also morgen schaut vorbei, wenn ihr Lust habt. Wir sind da. Ja. Ciao.